Also, willkommen zu diesem neuen React-Video. Heute schauen wir Frag einen Milliardär, der Florian Homm, über den Weg zum Reichtum. Ich kann nicht lesen. Und die Flucht vorm FBI. Oh nein, ich habe die scheiß Facecam vergessen. Oh. Das ist das Wichtigste. So, gut. Let's go. Mein Name ist Florian Homm. Ich habe Millionen und Milliarden mit Finanzgeschäften angehäuft, landete auf der Most Wanted Liste des FBI und schließlich im Knast. Hallo Florian. Peter Perception fragt sich, wie wird man reich? Ich bin schon sehr früh ehrgeizig gewesen. Als Junior-Nationalspieler im Basketball kam ich an... Alter, das ist Basketball. What the fuck? Harvard Basketball. Wer geht an Harvard Basketball spielen? Ja, wie Hat Harvard? Basketball gespielt. Ja. Harvard School oder was? Ja, aber Harvard ist doch nicht bekannt für Sport. Irgendwie. Harvard-Universität. Dann hatte ich an der Harvard Business School Feinschliff bekommen. Das ist nochmal so die härteste Finanzuniversität, die man sich vorstellen kann. Da wird Haien beigebracht, wie sie richtig zu beißen. Dann wurde ich Finanzunternehmer, nachdem ich mit den besten Investoren weltweit einige Jahre zusammengearbeitet habe. Als Finanzunternehmer baute ich zweimal in 5 Jahren Milliardenunternehmen auf. Ja, schon gut. Teure hässliche Zähne. Sorry, aber ich muss einfach sagen. Die Pyramide dieser Branche, das sind die Hedgefondsmanager. Das sind vielleicht weltweit 50, die selber Milliardäre sind und Unsummen bewegen. Was? Ist mir klar, wie der so eine höherreicher Stimme hat. Geil, aber das passt so voll zum Milliardär, weißt du, so. Zigarre, ich mach halt so wie... Hedgefondsmanager. Alter, Ich weiß nicht, wie das da mit den weiteren Videos eingesehen hat. Ich sehe das Bild von ihm, was am Zigarrenräucher ist. Was? Also von dem her. Okay. Gut. Unvorstellbaren Einfluss haben. Und da gehörte ich dazu. Alter, was das für ein Satz ist, ey. Er liebt es recht. Alter, er hat die Türen hochgeschissen. Ja, muss sein. Geil, wenn du auf die härteste Finanzuniversität bist. Ja, stimmt. Er ist so getrichtert worden. Affengriff fragt sich, was macht ein Hedgefondsmanager? Hedgefondsmanager werden außerordentlich gut bezahlt. Wow! Alter, das macht Was er! ist dein Job? Ich habe dir bezahlt. Merci! Ey, was? Ey, du Hoch ist. da! Schaffst du? Headford Manager. Was ist das? Ja, ich war da gut bezahlt. Ah, das kennt ich, der Job ist lecker geil, Alter. Und du, was machst du? Ja, ich bin Kompostfahrer, Camionfahrer. Was? Ja, ich war. Was machst du da? Ja, ich war zu semi bezahlt. Alter, das beantwortet nicht die Frage. Warte, vielleicht kommt ja noch etwas, hä? Wir wollen weiter. In allen Marktphasen Geld zu verdienen. Der Markt fällt, Kohle für die Kunden, der Markt steigt, Kohle für die Kunden, der Markt macht gar nichts, Kohle für die Kunden. Und wenn du das affengeil machst, ja, kleiner Hinweis, dann wirst du außerordentlich gut bezahlt. Also was macht er jetzt? Du wirst gut gezahlt, gell? Aber wenn du es gut machst, wirst du noch, also, Wirst du noch mehr affengeil besser. bezahlt. Affengeil! Wirst du noch geiler bezahlt. Okay. Heißt, Du bist, wenn jetzt ein Kompostchauffeur das hier gut macht, fährt er immer noch Kompost. nicht mehr. Ja, genau. Er hat ja nicht richtig erzählt, was er macht. Ich weiß immer nicht, was ein Was kommt Hedgefondsmanager noch? Ich spüre es, was kommt noch. Ich glaube auch nicht. Das Leben, das wirkt glorreich, aber es ist fast schon verrückt. Arbeitstage von 16 Stunden plus 100 Stunden Wochen sind Standard. Keiner will Zweitbester werden. Wir nehmen direkten Einfluss, wo wir können, auf die Unternehmensgestaltung, weil wir
die maximale Rendite haben wollen. Und wenn wir auf Angriff gehen, damals zumindest, dann ging das auch in die andere Richtung. Haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Werte purzeln, weil bei fallenden Kursen zu verdienen und bei steigenden Kursen, das war die Mantra meines Daseins. Also was macht er jetzt? Das war die Mantra meines Daseins. Also erst jetzt schauen, dass das verkauft wird die ganze Zeit, oder wie, Nein, was? dass irgendwie der Kunde immer Geld macht, auch wenn die Börse am Brie geht oder am Brief geht oder gleich bleibt. Also ist er endlich im Aktiengeschäft Doch, so tätig? haben Ich wir habe das also wie. Nein, ist nicht so wie Wolf of Wall Street. Nein, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Mit Ja, der. weiter. Mehmet Beider fragt sich, wie viel hast du damals Jetzt kommt's. verdient? Ja, moin. Hört sich vielleicht degeneriert an, aber im Halbjahr teilweise 20 Millionen. Kollege. Jetzt müssen wir gerade mal wirklich den Taschenrechner rauspacken. Gell? Was? Das ist schon wieder. 100, sagen wir 153 Tage, gell? Wieso 153 Tage? Nein, fuck, 183 Tage, jetzt habe ich es. Was? Ein halbes Jahr. Ja, Und wie viel hat es gemeint, Karl? 20? 20, teilweise 20 Millionen. Wenn du Affen geil hast gemacht, 20 Millionen. Ah, genau. Er hat am Tag, wenn man jetzt im Durchschnitt hat er im Tag 110.000 Stutz verdienen, Alter. Aber ein 16-Stunden-Job, gell? Immer 16 Stunden Job, ja. Jetzt tust du durch 16 eine Stunde Lohn. 6.800. Ja, moin. Ja, ja. Ja. Eh. Ja, easy, gehen wir auf Harvard. Ist schon gut verdienen, einen Monatslohn. Ja. Auch eine Stunde machen. Du musst einfach gerade für einen Tag so arbeiten und das ist gut. Ja. Gut. Next. 20 Millionen. Das Vermögen entstand durch fantastische Renditen mit einer sehr hohen Gewinnbeteiligung, also 20%. Wenn der Kunde 100 Millionen verdient, landen 20 Millionen bei mir oder meiner Organisation. Aha, also er verdient in dem Fall. Wie sieht man denn? Er bekommt eine Provision, so sieht man dann, oder? Ja. So wie ein, wie heissen die T-Shirts verkaufen? Makler, genau. So wie, die bekommen eine Provision. Ja. Gut. Meine erste größere Firma hatte damals einen Börsenwert von grob 1 Milliarde D-Mark nach 5 Jahren. Die andere, auch nach 5 Jahren, halt 1 Milliarde Euro. Die letzte war in der London Stock Exchange, einer der 250 größten Firmen in England. Und die andere davor an der Frankfurter Börse, auch einer der größten Finanzdienstleister der Unabhängigen. Hast du es nur wegen des Geldes getan? Auf keinen Fall. Am Arsch, Alter! Am Arsch, Alter! Du musst dich solche prüfen. Nein, nicht Maximum Gott. Nein. Ich will jetzt schauen, was er sagt, Alter. Wer meint, dass Milliardär sein oder steinreich und berühmt ein Job ist, der macht einen riesen Denkfehler. Mir ging es eigentlich nur darum, auch heute noch das, was ich angehe, mit absoluter Spitzenleistung zu machen. Ob das heute Bücher sind, ob das als Influencer gilt. Was? Das ist Influencer. Und wie willst du ein Buch in Spitzenleistung lesen? Sag mir mal, wie. Warte. Nein, ein Schreibo. Oh! Das heisst, Gott. eine Stunde musst du halt einfach ein paar Bücher schreiben, weißt du, was ich meine? Sonst kommst du halt nicht auf das Gas gehen. Pedro, du hast gerade nachher den Clip drin, vielleicht kennst du das Meme da von einem, der die ganze Zeit im Anime so schreiben tut. Weißt du, was? Nicht? Nein. Okay. Mach er weiter. Börsenbriefjahr sogar karitativ. Ich möchte nicht Zweitbester sein. Kommando Monte möchte von dir wissen, was hast du von dem Geld gekauft?
viel Spielzeuge, die man kaum nutzte. Also irgendwann waren es mal 2 Privatflugzeuge. Ja. Ja. So. Ach so. Ja. Robot. 2 Weizen. Wieso eins, wenn du 2 kannst leisten? Ich meine, Ja, aber Oder die Kauf eins und du verkaufst eins gratis. Genau, solche Rabatte. nimm 3, kauf 2. Genau. Eine nette kleine Superjacht, ungefähr 6.000, 7.000 Quadratmeter Wohnfläche, also verteilt auf 4, 5 größere Immobilien, Palazzi, Schlösser. Was? Schloss. Das tut was mir ist das Alter. Palazzi? Mehrzahl Ja, von nicht. Paar. Palazze. Apartments in London, New York, Kunstsammlungen, Privatzoo, einiges Also war das ist immer so. Egal. Jeder Milliardär hat eine scheiß Kunstsammlung. Weißt du, auch wenn du nichts von Kunst verstehst, dann wird eine scheiß Kunstsammlung. Ja, willst du es müssen haben. Und nicht vergessen, der Mahagoni-Tisch. voll. Vieles war einfach nur schwachsinnig und das Ironischste war, auf meiner Yacht habe ich, glaube ich, 6 Tage verbracht und in meinem Palazzo in Marbella, der ehemals der saudi-arabischen Familie gehörte, mit 2.300 Quadratmeter, eine schlappe Nacht. Alter Schwede. Kollege, was machst Was sollst du mit dem? Wie tier ist der Palazzo gewesen, Alter? du? Ich frage mich, wieso es nicht mit dem nur das Geld kann machen? Und zwar so Mieten für Hauspartys. Geil. Ist das behindert, oder? Also keine Ahnung, wie man Geld gemacht. Alter. Airbnb, Alter. Schön. Oh boy. Ja, nein. Also eine Frage, warum braucht er 2 Privatchats? Das haben wir schon Wie vorher viele- geklärt. He. Wie viel hat er der zweite Chat benutzt? Ja. Nina Lee möchte von dir wissen, wie viele Stunden am Tag hast du 18. gearbeitet? 6 mal 16 Stunden plus 6 Stunden am Sonntag. Das geht aber auch, wenn du dein Schwimmbad vor der Tür hast, dein Tennisplatz ist vor der Tür, dein Helikopterplatz ist vor der Tür, dein Privatzoo ist vor der Tür, du hast Putzfrau, du hast Koch, du hast Chauffeur, du hast Kapitän, Kapitän. du hast Piloten und so weiter und du machst sonst gar nichts. Aber die Schlafzeit war auch nur 4 Stunden maximal. Boah. 4 Stunden schlafen kann ich auch, also das ist wirklich nicht so etwas Spezielles. He. Gut. Ja, also Bro. 5 Stunden schlafen war der reinste Luxus, waren auch manchmal 3, waren auch manchmal 3 Tage ohne Pennen. Also ein extremes Energielevel. Alter, weißt du, an was das mich erinnert? An Ding, wie ist der Film? No Limit. Nein, Limitless. Ja. Genau an diesen Film erinnert mich das. Spielt keine Ahnung. Ey. 3 Tage nicht geschlafen, nur 4 Stunden geschlafen. Hobusters24 möchte von dir wissen, hast du damals viel geguckt? Wenn du deine Physis vernachlässigst und dein Hirn vernebelst, wirst du sehr schnell krasse Fehlentscheidungen machen. Also in diesen Themen, in diesen Phasen, als Hedgefondsmanager, no fucking way, ab und zu mal Wo man sehr viel Geld verdient. Und wir haben immer noch keine Ahnung, was er macht. Mal der Chatphone-Manager gewesen. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, was man da macht. Das ist gleich. Der verkauft Aktien. Okay. Und dann kriegt eine Provision von dem. Ja, genau so. Okay. vielleicht einen Joint geraucht, das wurde mir auch vorgeworfen, aber mehr war überhaupt nicht drin. Also was? Er hat einfach also ein eigenes Zeug, weißt du, so will ich mitlassen. Ja, fix. Oder läuft 10 Red Bull am Tag oder so. Ja, so ein Scheiß. Tessa möchte von dir wissen, haben Frauen mit dir geschlafen, nur wegen des Safe. Geldes? Jetzt kommt's. Ich hatte lange Zeiten, also viele Jahre meines Lebens, Privatdetektive, die gegen mich gearbeitet haben, ist bestens dokumentiert. Und dann wird man äußerst vorsichtig bei Frauen, die einen super gut finden. Ja? Ich bin nämlich nicht der Erste, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Schönste und ich bin auch nicht der Längste. Und dieser Mythos, den können die Frauen so schön bespielen. Und da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. Kann man Liebe kaufen? Sorry, aber stell dir vor, du bist mit dem zusammen, das ist voll geizig oder so. Nein, Schatz, du kaufst jetzt nicht die erste Louis Vuitton-Tasche. Ich könnte aber eine aus dem Migros gekauft.
Oh gut, okay. Ja, was soll ich sagen, Toni? Es redet so heuer komisch, Alter. Sehr. So behindert. Nein, auf keinen Fall. Man kann die Illusion der Liebe Genau wie kaufen. du sagst. Und die wahre Liebe kannst du nicht kaufen. Eine Seelenverwandtschaft, das kannst du nicht kaufen. Und dafür brauchte ich eigentlich fast 4 Und ich Jahrzehnte, um sehe das der zu Schweiß verstehen. zwischen Lippe und Nase. LOL Jesus möchte von dir wissen, hattest du einen Bodyguard? Jesus. Einen über eine Zeit von 20 Jahren circa hatte ich verschiedene Teams von Bodyguards in Deutschland, die auch im Kanzleramt tätig waren, in Südafrika abgehärtete also mal Freedom Fighter, entweder gegen die Söldner, Alter. Ja, wirklich, ey. Südafrikaner oder im Bürgerkrieg in Simbabwe, teils Mossad-Leute, MI5 und so weiter. Ja klar, ich hatte echt viele, nicht viele, eine ganze Menge, 2 Hände voll wirkliche Feinde. Ich hatte auch meinen Bodyguard dabei in Caracas 2006. 2006. Da wurde ich Opfer eines Attentats. Die the fuck? Kugel steckt noch in meinem 12. Rückenwirbel. Der Dienstleister, den ich in Caracas beansprucht hatte, der hatte halt nicht eine sauber gepanzerte Limousine. Die konnte man mit einer schwerkalibrigen Pistole, konnte man die durchballern. Also bum, 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 dann war das Fenster am Arsch. Und ich auch. Und ich habe die Kugel hier kassiert. Alter. Läuft. Ja, logisch, Alter, wenn du so viel Geld hast. Der Bodyguard hat sich blamiert und er hat kassiert. Aber probieren kassieren, das ist jetzt neu Wien. Ist in der Infobox verlinkt. Ist in der Info. Locke möchte von dir wissen, wie fühlt es sich an, Höher angeschossen zu werden? Also in meinem Fall hat es sich wehgetan. Ich habe meine linke Lunge größtenteils verloren, meine Milz komplett. Es strömte so viel Blut raus, dass meine Hose und das obere, also mein Hemd war auch komplett rot. Es war sogar Blut in meinen Schuhen. Ich durfte das dann überleben, weil das Krankenhaus, was mich behandelt hatte, die hatten so ein Zentrifugalgerät, also das Blut, was bei mir rausfloss, das wurde wieder verarbeitet und kam wieder in meinen Kreislauf zurück. Siehst du, Alter, Venezuelas Spitalpower, Alter. Krass. Aber das Verblüffende an dem Attentat war, dass mein Bodyguard einen Schuss ins Knie bekam. Der Fahrer wurde gänzlich ignoriert. Der wurde später noch mal ein bisschen ernsthaft in einem klärenden Gespräch von meiner Truppe verhört, was da los war. Und ich krieg's in die Brust. Und ich krieg, Sag mir, was ist alles nicht? Tut's dich drüber. Und ich hätte es in die Brust bekommen und in den Kopf, wenn ich dem Typen nicht einen halben Arm abgebissen hätte. Ich bin dafür Gott dankbar, dass ich hier stehen darf. Mimas Animations möchte von dir wissen, macht Geld glücklich? Jetzt kommt's. nein. Geld macht nicht glücklich, aber Gold, Schlösser und Privatjets. Oh, toll. Jetzt. Wow. Privatchat macht dich glücklich, obwohl du, wie viel? 4 Tage? 2. 2 Tage? Nur du bist da gewesen. Mhm. Genau. Bullshit. Du musst höllisch aufpassen. In der Liga, in der ich dann gespielt habe, bist du eigentlich in einem goldbespickten Hamsterrad. Deine zeitliche Verfügbarkeit ist relativ gering. Du bist zwar, meinst du bist selbstbestimmt, aber dein Vermögen fängt an, dich zu bestimmen. Eine ganz andere Dimension. Logisch, wenn du 2 Privatjets kaufst, oder ein Apartment von 10.000 Quadratmetern einmal benutzt. Okay, denk mal drüber nach. Kill All Camper möchte von dir wissen, was war dein größter Deal? Kill all Und Camper. Camper. Publizitätsträchtig war am allermeisten die Sanierung von Borussia Dortmund. 2004, 2005 waren die so krass überschuldet und so defizitär, dass die gesamte Finanz- und Sportpresse sagte, er hat einen Gehirnsturz, dass er diesen maroden Laden überhaupt noch angeht und versucht zu retten. Der Wert des Unternehmens ist vom Tiefpunkt von ungefähr 60 Millionen dann auf knapp 1 Milliarde Euro gegangen in den folgenden Jahren. Das war ein Riesenerfolg, auch wenn man das
mir nicht irgendwie anrechnet heute in Dortmund. Ich muss da drüber Schon stehen. gut. Alter. Er hat ja schon alles, weißt du? Nur weil er ansehen, weil er noch, wie sagt man dem? Ansehen. Ja, ansehen. Spaß. Luke Hautzel möchte von dir wissen, wie taucht man unter? Also, Luft erhalten und Kein Standbild. Schluss ist Schluss. Das Kapitel Finanzmilliardär, Maker und Mover, Meister des Universums war für mich durch. Null Bock mehr. Ich war unglücklich. Und bin dann in meinen Privatflieger gegangen, Handy wegschmeißen, richtig viel Geld dabei und dann ging es halt los, dann ging die Reise los. Ja? Und genau welchen Weg und wohin und so weiter, das hat keinen zu interessieren. Olafur West möchte von dir wissen, wo warst du auf deiner Flucht überall? Mindestens 50 Länder, sehr viel Sightseeing, sehr viel Sport, sehr viel Familie, sehr viel das Kultur. ist Familie. Motherfucker. Oder mehrere Familien. Und was Wetter wahrscheinlich vom Mittelalter irgendwie so zu Deutschland immer so in einer Wohnung oder so irgendetwas. Ja, So Draht, so 20 Quadratmeter. Ja, das will ich nicht, aber einfach so halt, wie sagen wir dem? Normal. Ja, normal. Guter Mittelstand. Ja, Mittelstand, glaube ich. Ah. Einfach ein innerster Bedarf, Leben nachzuholen, was in meinem Ehrgeiz komplett untergegangen ist. Brawl Kings möchte von dir wissen, wie hast du es geschafft, dich so lange zu verstecken? Es gab eine Kopfgeldjagd, weil das Vermögen, das Familienvermögen, was damals noch bestand, also eine gesunde neunstellige Zahl, Ja. Ja. Alter. Ja. Gesunde Neustellung. So. Ja. das weckte auch Begehrlichkeiten. Da wurden 1,5 Millionen auf meinen Kopf ausgesetzt. Hast du gehört? Ich hatte eine sehr schöne Yacht zu diesem Zeitpunkt und die Option war, in die Karibik zu fahren oder in den Pazifik Richtung Chile oder in den Norden Richtung Mexiko. Und wenn das mein Kapitän nicht weiß und meine Crew, wie soll das denn dann bitte ein Kopfgeldjäger wissen? Ich wusste ja selber nicht, wo ich hinfahren will. Hattest du gefälschte Papiere? Sollte man in der Presse nachlesen. Flames möchte von dir wissen, wie wurdest du gefasst? Anfang März 2013 gab es dann einen Haftbefehl. Haftbefehl! Und der wurde über Interpol an die Italiener transferiert. Ich war mit meiner Ex-Frau zusammen, meinem Sohn Konrad und seiner Freundin. Wir waren in den Uffizien, das ist das schönste Kunstmuseum Italiens. Auf einmal standen 6 Leute um mich und haben mich vor meiner Ex-Frau und meinem Sohn und seiner Freundin verhaftet und dann wie in einem James-Bond-Film geleiteten die mich, nett gesagt, mit verdeckten Handschellen in den Innenhof dieses wahnsinnigen Museums und fuhren mich in eine Villa, bei der nirgendwo zu erkennen war, dass es eine Polizeidienststelle war. Es war heißt Squadra Mobile. Das ist die absolute Eliteeinheit der italienischen Polizei. Und dann begann ein echtes Trauma. Was haben einfach die Wähler selber Ringbogen. gut war, Alter. Ja, ist Wie ja viel so. Welle denn? Was interessiert? Was hast du bei deiner Festnahme gedacht? What the fuck? What the fuck? Erster Gedankengang. Zweiter Gedanken war, souverän bleiben, eiskalt bleiben, keine Blöße. Rip Juice WRLD möchte von dir wissen, Juice WRLD. was war das Schlimmste im Gefängnis? Die absolute Hoffnungslosigkeit, weil gefühlt hatte ich mit riesigen Staatsorganen wie Amerika, übermächtig und auch der Schweiz zu tun. Aha. Hoffnungslosigkeit, Leben zu Ende
Multiple Sklerose, 260 Jahre Knast, ein beschissener Ausblick, keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Das war das Beschissenste. Dein Leben ist, so wie du es kennst, vorbei. Hast du an Selbstmord gedacht? Ich habe das erwägt, definitiv. Ich hatte auch 2 Pillen mir organisiert. Dann kam diese Überlegung hoch und dann hatte ich aber schon einen enormen Glauben entwickelt und habe gesagt, es geht nicht. Das Leben wurde mir gegeben, es wird irgendwann mal zu Ende sein. Ich werde es mir nicht nehmen und ich werde auch nicht diese schwere Last auf zukünftige Generationen übertragen. Mein Daddy, mein Großvater, mein Urgroßvater hat verzweifelt und sich selber umgebracht. Dann war das Ding, die 2 Pillen waren in der Toilette, das war's. Krass. Chicken Beast fragt sich, wie viel von dem Geld ist noch übrig? Ein recht hoher zweistelliger Millionenbetrag ist in der Schweiz arrestiert, das ist öffentlich Für bekannt. Cover. Das, Dummer Sieg. Ob die Zahl stimmt, möchte ich nicht kommentieren. Der Erzfeind fragt sich, würdest du alles nochmal so machen? Ich glaube, ich hätte einiges anders gemacht, aber andererseits, ganz klar bin ich dankbar dafür, für dieses Leben, dass ich überhaupt noch lebe und jetzt ein zweites Leben führen kann, was doch extrem unterschiedlich ist zum ersten. Würdest du nochmal Hedgefondsmanager werden? Ja, logisch. Alter, das Lachen, ey, so richtiger. Ich kann das vorstellen, so ein richtiger Erzfeind. Weißt du, so. Ich glaube, das war schon eine affengeile Zeit, Ja, mit dem offen geile. weil ich diese Ressourcen, diese Fähigkeiten jetzt im gemeinnützigen, karitativen Bereich auch einsetzen werde. Und das finde ich so super spannend. Diese Fähigkeiten werden einfach anders eingesetzt. Und die hätte ich nicht, wenn ich nicht in diesem Hardcore-Geschäft auf der absoluten Spitze der Das macht das noch mit Pyramide Schienenfinger. mich nicht 2 Jahrzehnte Die Pyramide. bewegt. Das zeigen. Illuminati. Alter. Illuminati Kopfwelt. Ja, easy, ey. Dann machen wir ein paar Hedgehund-Manager oder gesehen. Da sehe ich mit Traumjob, Headphone Manager. Gut. Let's go. Ich mag so gut von der Avamas zur Hamas. Digga, was soll man? Ich gehe forward. Oder wir gehen recht auf Forward. Go Basketball spielen. Genau. Genau. Ja. Oder wie von der Videos gesagt, klicken auf Abonnieren. Und nicht vergessen, das Glück aufzudrücken. Bleibt gesund, werdet Hedgefondsmanager. Und also wenn ihr Hedgefondsmanager werdet, dann könnt ihr einen kleinen Betrag an mir spenden. Und dann freut euch. 20% bitte. Warte, Gregory. Alter.